Also, wir sind live. Und zwar das Woche Coaching auf Plötzebäuerch Nummer 5, ohne mein Gesicht. Ähm, und das Woche geht es darum, wen hat sich schon ein Kajat vorgestellt, was das alles so am Leben geht, außerhalb von meiner Gesundheit und außerhalb von meinem Geld. Was existiert so in unserem Leben? Und wenn wir uns die Frage stellen, dann wen hat sich die Frage gestellt schon ein Kajat, wo stehe ich an dem Aspekt an meinem Leben? Wo ist meine Entwicklung drin? Inwiefern bin ich am Schaffen und den Sachen? Und inwiefern bin ich zufrieden? Wo stehe ich auf einer Skala von 1 bis 10 an den verschiedenen Aspekten? So. Für die Fragen zu beantworten, haben wir am Coaching ein Tool, was ganz basic ist, ganz banal, ganz simpel, und aber ganz effektiv. Und was etwas ist, was sich ganz gut anwenden lässt, für sich die Fragen zu stellen und für zu gucken, okay, wie, wo, was, wo sind ich drin, was muss ich noch verändern. So, voilà. Den Tool nennt sich Wheel of Life. Das heißt, übersetzt trat vom Leben. Und ich weiß nicht, wie das Rad sich, wie das Rad aufgebaut ist. Und zwar, Hummer, als allererst, malen wir einfach ein Kreis. Okay? Wir malen ein Kreis, das kann ich auf der Hand machen, das kann ich wirklich auch einfach so machen im Computer. Am besten ist immer auf der Hand, weil das sich besser an das Gehirn abbrennt. So, wir malen ein Kreis. Ganz einfach, nicht kompliziert. Dann Nummer 2, wir delen unseren Kreis. Und zwar an vielleicht a 4. Dann an delen wir noch ein Kehr. Voilà. Und wir behalten, wenn wir das dann auf die richtige Platz rutschen, behalten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kleine Stecker an diesem Kreis. Was so viel ist, wie das Wheel of Life. Die Wheel of Life sieht uns, weist uns, wo uns Leben steht, wo uns Entwicklung steht und wie uns Zufriedenheit ausgesagt dort dran. So, das heißt, wir so am Coaching an Development personell, dass es 8 verschiedene Deler, Aspekte an unserem Leben gibt. Es gibt 8 Areas an unserem Leben. So, und zwar, was wir als nächstes machen, ist, wir benennen die verschiedenen Areas. Und zwar, mit dem Namen von den Aspekten. Und wir holen als allererst als Finanzen. Finanzen. Voilà. Das ist ein Aspekt. Der nächste Aspekt ist Familienleben. Okay. Dann den dritten Aspekt ist als Karriere.
Und wir können auch für ein bisschen bei ihnen zu behalten, können wir so bei ihnen setzen. Das heißt, Finanzen, Karriere und Familienleben. Okay? Als nächstes haben wir Kollegen. Dann die nächste als Spaß. Nummer 6 als physische Gesundheit. Okay. Das heißt körperliche Gesundheit. Nummer 7 als Mentalgesundheit. Und die letzte Kategorie als etwas, das nennen wir Growth. Das heißt, als ein Wachstum. Das heißt, wir können das auch nennen als Entwicklung. So. Voilà, das sind die verschiedenen Aspekte, die wir haben, die verschiedenen Kategorien, die wir in unserem Leben haben. Finanzen, Karriere, die hängen zusammen. Familienleben, Kollegen, Spaß, die hängen zusammen. Physische Gesundheit, Mentalgesundheit, Entwicklung, die hängen noch zusammen. So, wichtig ist es, dass, wo wir davon ausgehen, ist, dass all die Kategorien an unserem Leben zusammenhängen. Nicht nur die paar, die ähnlich sind, wie zum Beispiel Finanzen und Karriere, aber alle Guten, sie hängen alle Guten zusammen und sie haben eng auf die andere eine Auswirkung. Das heißt zum Beispiel, wenn meine Karriere nicht da ist, wo ich sie gerne hätte, als ganz oft sind meine Finanzen nicht da, wo ich sie gerne hätte. Wenn meine Finanzen nicht da sind, wo ich sie gerne hätte, Leute vielleicht den Spaß daran, weil ich nicht kann so viel rausgehen, so viel Karting vorgehen, so viel in Tränke gehen, wie ich will, so viel Fußball spielen gehen, Lasergame spielen gehen, voilà. Das hat dann einen Impact auf den Spaß. Wenn ich keinen Spaß an meinem Leben habe, kann das einen Impact haben auf meine mentale Gesundheit. Aber wenn ich mental nicht fit bin, hat das einen Impact auf meine körperliche Gesundheit, meine physische Gesundheit. Voilà. Die merkt, das hat alles irgendwo seinen Sinn und seinen Zweck. Und alles hat irgendwo auch seinen Impact. So. Wenn wir auf hier fahren, mit Wheel of Life, ist, wir stellen uns vor, hier und damit, das end. Okay? Mit das end an Bausen von der Lin als 10. Lo gehen wir hin an mir das also auf der falsche Platz. Do. Lo gehen wir hin an für alle Kategorie mir fehlt Wort, raten. Wir gehen alle Kategorie eng Zahl, wo mir füllen, wo sie steht. Das heißt zum Beispiel, und wir machen da nichts. Zum Beispiel, so eine Schlo, vielleicht fand ich etwas, wenn du gut ausgesagt hast, voilà.
wie wenn ein bisschen handgemäht wäre. Zum Beispiel so eine Karriere. Hi. Sinnig, ja, sinnig zufrieden, ja, so man das heute ein gesagt oder ein 7, so standst du da hin. So, voilà. Okay, mein Familienleben. Mein Familienleben sind ich wirklich zufrieden. Dem gibt es eine Art oder ein Ding. Mein Kollegen, ja, sind ich auch relativ zufrieden. Ja, komm, so mal auch da, so mal ein 8. Ein 8, voilà, ein gut 8. Spaß. Spaß an meinem Leben. Kennt mich, mehr und sich, also da war okay. Immer so an der Gegend 6, voilà. Meine physische Gesundheit, lala, okay, da selbst, da hapert es ein bisschen, was soll ich mal, da gehen, ja, komm, ich gebe mal ein 3, weil ich mache nicht wirklich viel Sport, ich bin auch nicht so, ja, ich bin auch nicht so dabei, wirklich, schon ein bisschen zu viel Gewicht, respektive schon mal Kopfweh oder ich komme nicht gut aus dem Bett. Voilà, das heißt, meine physische Gesundheit manchmal aber ein 3, weil wir ja auch immer gucken, erstens, wo steht es lo? Ich notiere das lo hin. Erstens, wo stehe ich? Und zweitens, wie viel schaffen ich darin? Okay. Es geht nicht nur darum zu gucken, wie zufrieden, also wie gut das Lodo steht, die Kategorie. Es geht auch darum, ehrlich zu sein mit sich selber und zu sagen, okay, wie viel schaffen ich eigentlich darin? Okay? Und voilà. Voilà, für eben herauszufinden, okay, wie zufrieden sind ich da dran. Gut. Wenn wir da weitergehen, bei der Mentalgesundheit, so ich, wow, ja, da, ich fühle mich richtig gut, ja, alles super, ich gehe ein Ding, das ist alles wirklich genial. Und dann, meine persönliche Entwicklung, könnte besser sein, könnte schlimmer sein, gehe ich mal einfach ein 5, weil, vielleicht ist 5 auch ein bisschen niedrig, weil, voilà, es könnte halt besser sein, es könnte aber auch schlimmer sein, das und sich ganz okay, mais voilà. Dann meine Finanzen, wie das meine Karriere so lala ist, mais ich brauche und sich nicht viel, so nicht lo, meine Finanzen sind auch so ein 8,5, meine Finanzen sind nicht schlecht, voilà, so, voilà. Lo haben wir die verschiedenen Kategorien von unserem Leben gerate von 1 bis 10. Was wir lo machen, ist, wenn wir das auf der Hand machen, das ist ja den Hauptbild davon, lo sagen wir, okay, wir verbannen, das ist der Weg. Wir verbannen lo die Kreuze, die wir gemacht haben. Das heißt von hier, in Stoiner, Doina, 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 Doina und Doina. So. Was wir lo gesehen, ist Wheel of Life. Und Wheel of Life, wie ich schon gesagt habe, ist Rad vom Leben. Das heißt, die nächste Frage, und das ist der Reality-Check bei dem Ganzen hier. Das ist der Realitätscheck, wo wir eigentlich ja präsent gehen und eigentlich gewisse kriegen, okay, so sieht der Moment in deinem Leben aus.
Weil wenn wir lo machen, als wir holen mal Datei und checken dann mal Track. Voilà. So, wenn wir lo machen, als wir stellen uns vor, dat Rad hier stoßen wir oder rollen wir e Biersch rauf. Das ist die Idee von dem Ganzen. Wenn ich mein Wheel of Life holen und das e Biersch raufrollen, wie rollt es drauf? Könnt ihr da nun? Ist es ein holpriger Weg, rollt es schön proper oder könnt ihr die überhaupt nicht tun, weil es einfach, wie heute zum Beispiel, meine physische Gesundheit einfach so am Keller ist, dass das Rad nicht weit fährt rollen, weil man hier so die große Spitze tun und das wird nicht ganz gut gehen. Das wird nicht ganz in den kommen, habe ich so ein Gefühl. Das ist nur die Frage, die ich mir stelle. So, und wenn ich wie hier feststellen, okay, mein Rad könnte nicht da nun. Gucken ich, okay, wieso? Worum hapert das? Weil meine Finanzen, meine Karriere, meine Familienleben und meine Kollegen, die sind aber richtig gut. Das ist ja bald perfekt Rad. Und wenn wir uns erinnern, 8,5, ich meine, hier 6, 8, 8, das ist ja aber relativ schön, das ist ja aber relativ proper. Und hier kommt dann der Knackpunkt. So, das heißt, und dann mit anderen Wörtern, mein Spaß müsste ein bisschen mehr hoch sein, für das es da auch noch mehr proper ist, aber das ist aber okay. Meine mentale Gesundheit ist kein Problem, dass sie so hoch ist, obwohl das so ein grosser Krack ist, aber das ist kein Problem, das ist gut. Das Problem ist meine Entwicklung, die nicht schlecht ist, aber die da nicht nach einer ausrennen. Und das größte Problem effektiv momentan in meinem Leben ist meine physische Gesundheit. Weil da wirklich die größten Dall ist, wirklich die größten, ja, voilà, den größten Problem, den größten Unterschied zu all den anderen Kategorien. So, wenn ich dann gucke, meine physische Gesundheit ist im Moment problematisch. Was ist der Impact von der physischen Gesundheit? Zu was feiert das, wenn ich immer direkt habe? Oder nicht wirklich gut Treppe hochkommen, ohne außer Atem zu sein? Oder dass ich immer Kopfweh habe oder immer Migräne habe? Zu was feiert das? Was ist das Resultat davon? Das heißt, hier wird dann Nummer 3. Was ist der Impact? Was ist das Resultat davon, dass ich alles so stehen lasse, wie es lossteht? Aber wenn ich mal das am Klaren sehe, und wohlgemerkt, wir müssen immer bedenken, den allerersten Schritt zu einer Verbesserung, zu einer Änderung, ist, dass wir uns bewusst gehen, bewusst sind, was überhaupt das Problem ist. Und genau dazu dient das Wheel of Life. Für das wir uns bewusst gehen und einfach visuell gesehen, wo wir stehen an unserem Leben. So, weil Nummer 3 war das ein Impact. Wie ich gesagt schon für rund, meine physische Gesundheit, und das wissen wir, wenn die nicht an der Reihe ist, hat das den Impact auf die mentale Gesundheit. Da kommen wir nicht allein. Und wenn ich mental nicht mehr auf der Höhe bin, fällt meine Entwicklung mal schwer. Ich mache meinen Job nicht mehr anständig, also vielleicht leiden meine Finanzen drin. Mein Familienleben ist auch nicht mehr gut, weil ich immer nicht mehr auf mich selber fokussiert bin und kann nicht nur den anderen Leuten gucken, selbst mit den Kollegen. Spaß habe ich auch nicht, weil alles immer schlecht ist und alles mal schwer fällt. So, also stelle ich mal die nächste Frage.
wenn eine Stadt lo so machen, stellen ich mal froh Nummer 4 an das, was muss geschehen? Was muss sich ändern, für das Rat so ausgeseit, wie ich es gern hätte? Wie will ich, dass mein Rat ausgeseit? Ich will gern, dass mein Rat kann e Bier raufrollen a ganz drinnen nu kommen. He staat das alles muss bei 10 sinn? Nee. Weil erstens, wenn alles bei 10 ist bei meinem Rat, ist meine Entwicklung nicht bei 10. Wieso? Weil 10 heisst, es ist perfekt und es kann nicht besser gehen. Und wenn ich orientiert bin, dass ich immer mich entwickeln will und alles verbessern will in meinem Leben, für mich und für die anderen Leute, ist es nie perfekt, dann ist es nie auf 10. Und zweitens muss es nicht alles auf 10 sein, für dass es keine Bier raufrollen. Wenn ich heute in Rat habe, was konstant an all Bereich so, die 3 Leute, welcher Rat von denen 2, die wir heute haben, meint ihr, könnt einen Bier tun? Einen am Dall? Ich ging so in Datei. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen, ist, muss alles bei 10 sein? Oder muss einfach alles ausgeglichen sein? Brauche ich eine Balance? Und das ist der große Spaß und unserer persönlichen Entwicklung. Ich schreibe ein Gehalt, muss als Kategorie bei 10 sein oder brauche ich just eine Balance? So, voilà. Das ist die Frage, die wir uns stellen. Muss alles bei 10 sein? Oder geht es durch, dass ich einfach eine Balance habe von all den verschiedenen Kategorien? Viele heute, das Blut Rat, das könnt sicher besser innen und am Dall wie das Rot. Und das heißt nicht, dass ihn es nicht braucht und dass er nicht will oder soll auf 10 kommen. Aber das heißt, dass ich nicht muss zu allem Moment einfach nur einen pushen für alles auf das Äußere zu drücken. Weil zum Beispiel meine mentale Gesundheit. Ich darf das nicht vergessen. Ich darf meinen Spaß nicht vergessen. Ich darf auch meine Kollegen und mein Familienleben nicht vergessen. Voilà, das sind eben so Fragen, die wir uns da stellen, für uns klar zu gehen, wo steht mein Leben? Was hätte ich gerne in meinem Leben? Wo ist die Balance? Und wie will ich, dass es ausgesehen? Vielleicht, wir sehen ja für alles offen, vielleicht will ich, dass meine Karriere bei einer 2 bleibt und die anderen Sachen auf eine 8 draufkommen. Vielleicht. Wenn ich das will, wenn das mein Ziel ist, dann mache ich das. Dann drücke ich meine Karriere auf. Das kann heißen, ich schaffe einfach Männer. Das kann einfach
de Pensum sind von 1 bis 10 an der Rest gött dementsprechend gehoven. Me et soll eben effektiv durchstellen meng Zufriedenheit. Dat ass meng Entwicklung zelwicht wéi auch wo der moment steht. Voilà, vielleicht muss ich auch eine Kategorie raufdrecken oder einer Kategorie erlauben, raufzufallen, für dass ich die anderen heben kann, für dass vielleicht mich spät die Kategorie raufzuheben. Und das genau dafür ist den Tool heute da, dafür ist Wheel of Life da, für uns all die Fragen da zu stellen. Wie ganz am Anfang schon gesagt, kann ich die verschiedenen Kategorien auswählen. Ich kann die wechseln gehen. Hier geht es um das Leben. Ich kann aber auch sagen, okay, ich mache mir in Wheel of Career. Wenn ich sagen, okay, ich will just meine Karriere gucken, und ich will mir 8 Kategorien, 10 Kategorien, 4 Kategorien, und ich gucken, okay, wo steht Karriere, wo steht meine Zufriedenheit an der Karriere, wo stehe ich an der Relation zu meinen Arbeitskollegen, so Sachen. Und da genau derselbe Prozess, ich bewerte sie von 1 bis 10, ich verbinde sie und ich gucke, wie gut rollt das Rad dabei drauf. So, das ist Wheel of Life. Anwendbar an ganz vielen verschiedenen Art und Weisen, ganz viele verschiedenen Kategorien an Möglichkeiten. Voilà, Wheel of Life ist etwas, das benutzen ich mit Klienten immer ganz am Anfang gerne, für zu gucken, wo wir dran sind, für uns Ziele auszuschaffen, was wir am Coaching erreichen wollen. Und dann etwas, was ich benutzen zum Schluss von der Coaching-Relation, zum Schluss von einem Programm, für zu gucken, okay, wo stehe ich heute? Wo sind wir? Hat sich etwas verändert? Was hat sich verändert? Sind ich zufrieden so oder muss ich fair aufhören? Voilà. Wir sehen uns nächste Woche für Coaching auf Plötzenburg Nummer 6. Und bis dahin eine wunderschöne Woche gewünscht.